muss ja so reden wie die, weißt du? Hey, Alter! Alter! Ich bin ein Fascho. Bin voll dumm. So. Dann fällt das nicht so auf, dass ich nur verkleidet bin, weißt du? Ab. Guten Tag, ihr Leid! Weiter geht's bei Indiana Jones und der Orden der Riesen. Gucken uns hier noch ein bisschen um, aber wir wissen ja, wie es weitergeht. Und zwar müssen wir hier durchgehen. Moment, war ich hier noch nicht? Doch, hier komme ich her. Hier komme ich her. Bei diesem schönen Engelchen bin ich rüber geschwonkt. Und wir machen jetzt mal dieses Tor da auf. Da war so eine schöne Kette. Die werden wir jetzt benutzen. Aber erst will ich mich doch nochmal da drüben umgucken. Gibt's doch nicht. 2 Türen? Ah, okay, hier komme ich höchstwahrscheinlich nicht weiter. Oh, und wie ich da weiterkomme. Kette bleibt oben. Interessant. Okay, eigentlich will ich ja rausgehen zum Engel, aber ich will jetzt auch wissen, wo ich hier bin. Ah, das ist eine Abkürzung. Okay. Verstanden, verstanden. Sehr gut. Ich könnte eine Fackel gebrauchen, aber ja, haben wir halt nicht. So. Abkürzung geöffnet. Sehr schön. Jetzt will ich diese Kette hier benutzen, um hier aufzumachen. So, guck. Da geht's nämlich zum Engel. Und ich glaube... Ey, ich hab so Angst. Ja. Dass wenn ich loslasse, dass mir das Ding auf den Dez fällt. So. Statue untersuchen. Also ehrlich gesagt... Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Das kann ich... Kein gutes Zeichen. Ja. Der Boden hat, glaube ich, gerade unter mir gewackelt. Kein gutes Zeichen. So, erstmal... Ein hübsches Schwertchen Hasche. Erstmal... Lage checken. Oh, von da unten komme ich. Nicht, dass der Engel irgendwie was auf dem Buckel hat. 3 Flügel zum Beispiel. Wenn er 3 Flügel hätte, wäre es ein Cherubin. Bim, bam. Wisst schon. So. Okay. Das wird nicht gut ausgehen. Mal sehen. Da ist nur Klopapier drin. Das geht noch. Ja, genau, das habe ich gebraucht. Du bist aber interessant. Achso. 1/3 eines seltsamen Zylinders. Achso, ja, tatsächlich. Aus dem Grabmal der Junior. Wo ist der Rest? Das ist eine gute Frage. So, jetzt muss ich noch einen Weg nach draußen finden. Ernsthaft jetzt? Das war's? Achso, die Tür ist zu. Ja, ich gehe mal da drüber. Ich krache jetzt 100 Pro ein. Nee. Interessant. Ich hätte jetzt gedacht, die kracht jetzt ein. Verflucht. Ja, das ist jetzt... Du willst mich wohl aufhalten. Lass los! Lass los, Junge. Das ist nicht gut. Wo ist denn der eigentlich hergekommen gerade? Jetzt mal so... Ich hab's gewusst. Wo ist denn der hergekommen? Es gibt hier gar keinen anderen Zugang. Junge. Oh. Vergiss die! Was meinst du mit? Was hast du getan? Der Brücke kaputt gemacht, oder was?
Wieso treten sich die das? Also. Achso, das ist am Abstürzen irgendwie. Ja, echt, ey. Sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut. Sieht gut aus. Au! Jo, au! Ich meine, guck dir den an. Du hast den einzigen Zugang hierher kaputt gemacht. Oder kann man von oben oder von unten oder irgendwie was? Nicht cool. Was soll denn das jetzt? Soll ich jetzt durchs Rohr reinkraxeln? Ah, ist er... Weg da! Miese Kleine. Ja, wenigstens sind es keine Schlangen, ne? Vor was flüchten die Ratten? Wie viele Riesen verstecken sich denn hier? Keine Ahnung. Aber, nein, ich will mein Feuerzeug natürlich. Ein Feuerzeug kaputt oder was? Oh, nach oben gehen. So. Hier, Feuerzeug. Ich kann noch mal rausgehen. Ernsthaft jetzt, wo ist der Riese? Achso, da nee. Achso, da gibt's auch einen Weg. Da gibt's einen Weg, der da hochführt. Oder? Ich habe gesehen. Ich dachte mal, das ist der einzige Weg, den ich hier habe. Und der kommt hier einfach nicht den einzigen Weg, den es gab. Also ja, okay. Nee, ist schon in Ordnung. Da hatte jemand ganz böse Durst. Oh, guck mal, wird schon heller hier. Die Rohre sind nicht alt. Vielleicht führen sie raus. Vielleicht führen die da raus, hä? Guti. Das ist doch schon mal gut hier. So, hoch damit. Ah, bestimmt verschlossen, oder? Kanalisation verlassen. Ernsthaft jetzt? Ich kann die jetzt einfach hier verlassen? Ja, dann gehen wir mal, oder? Ganz ehrlich, sieht nicht aus, als hätten wir die Kanalisation verlassen. Laber nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, genau da waren wir eben. Nee, wir waren ein Stückchen tiefer. So. Ja. Okay. Ah, tatsächlich, da geht's raus. Schön. Trotzdem finde ich das seltsam, dass hier alles voller Flaschen liegt. Aber naja. Rom. Ein Dock der Schwarzhemden. Vielleicht finde ich da ja ein Boot. Okay, es ist gut zu wissen. Schwarzhemden, ja. Dann werden wir uns mal ein bisschen umkleiden. Ja, dann sind wir nicht mehr ganz so auffällig, weißt du. Dann werden wir ein bisschen Sightseeing machen. Engelsburg? Das ist doch ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Das ist vom Vatikan gewesen. Die Engelsburg. Da waren wir, also... Die Zahl der Wachen wurde sicher verdoppelt. allererste Folge von Indiana Jones und der große Kreis. Sind wir da gelandet in Engelsburg. Soweit ich mich erinnere. Muss natürlich gucken, ob es hier irgendwie was Cooles gibt. Der Tiber ist gesperrt. Oh, der ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Jetzt komme ich da nicht mal rüber, oder was? Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Also, was haben wir denn hier? Ja, würde ich mal sagen, ich gehe darüber. So.
Na, ich will. Ach so, ja, stimmt. Ich hab ja noch meine Tauchmaske, aber ich will nicht tauchen. Ist schon in Ordnung, so. Moment, da bin ich rausgekommen. Gab es hier noch irgendwie was? Ich habe ja immer so den Drang, ich muss ja alle Ecken erkunden. Der Tiber, gesperrt. Achso, wenn ich da hätte weiter reingehen wollen, so. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier Feines? Erstmal eine Buddel voll rum. Und ein Schippsche. Mit dem Schippsche kann ich den Rum kaputt machen. Oder auch nicht. So. Also, das sieht mir alles... Oh, da ist... Medizin brauche ich aber nicht. Alles klar. Noch ein Schippsche. Ein Kran? Was machen die? Guten Tag, Schwarzhemd-Kollege. Na? Bist du auch so Idiot wie ich? Scheint so. Ich muss ja so reden wie die, weißt du? Hey, Alter! Alter! Ich bin ein Fascho. Bin voll dumm. So. Dann fällt das nicht so auf, dass ich nur verkleidet bin, weißt du? Hopp. Ich will mich hier natürlich umgucken. Ja, es scheint Benzin oder so zu sein. Der steht da zum Spaß. Also ich wollte jetzt den da nicht umhauen, weil da guckt halt eventuell einer zu und dann habe ich sie halt alle an der Backe. Ja, ich habe das schon mitgekriegt. Brauchst mich nicht anzuhusten. Nee, also da vorne ist noch einer. Ja, weiter. Oh, vor dem da oben muss ich mich ein bisschen in Acht nehmen. Das ist ein Kommandant. Hoppala. Wie man gerade sieht. Hoppala. Wie man gerade sieht, der hat mich im Auge gehabt. Der kann meine Verkleidung erkennen. Der kennt nämlich seine Leute. Wahrscheinlich ist er der die Lohnzettel ausstellt. Und dann sagt, hey, Moment, den kenne ich gar nicht. So, ich bin der Hausmeister. Ich kehre hier nur. Fällt ja auch gar nicht auf, wenn ich hinter jedem irgendwie so... Weißt du, so... Ich mach hier nix. So, also der Kommandant steht da drüben, ja. So, gibt's hier... Ich weiß es nicht. Natürlich weiß ich nicht, oder soll ich die Codenummer wissen, ja. Was steht da? Pesque fresco. Ja, meinst du? Für mich sieht das aus wie eine Schachtel. Fisch. So, ich muss jetzt natürlich gucken. Der da macht mir Angst. Der sieht mich. Gerade nicht. Ich könnte natürlich jetzt einfach hingehen zu ihm. Na komm, du bist reingekommen, kannst auch rausgehen. Kann ich da irgendwie außen rumgehen? Ja, kann ich. Hallo? Also, hier gibt es irgendwie nichts viel. Da drüben ist er, guck. Ja, aber der guckt mich ja nicht an. Wie gesagt, vor denen mit dem weißen Handschuh, da muss ich mich ein bisschen in Acht nehmen. Der erkennt mich. Junge, das ist der Besen, der da schwimmt. Ich habe jetzt halt das Problem, ich würde da schon gerne rüberschwingen. Geht natürlich nicht. Geht natürlich nicht. Erstmal, weil ich keinen Button-Prompt angezeigt krieg. Aber das ging auch nicht. Ich will ja nur, dass mich der Fuzzi da nicht erkennt. Hier kann ich hochgehen? Nee, nicht wirklich. So, also das ging nicht, weil mich sonst der Fuzzi, da kann ich, erkennen würde. Die anderen auch. Da ist noch einer. Da vorne so ein weiß.
Ein weißer. Hallo. Ich schwimme nur. Gar nichts Besonderes an jemanden wie mir, der hier einfach schwimmt. Lass mal kurz darüber gucken. È un disastro preannunciato. Cioè, ammettiamo che succeda qualcosa di grosso e noi dobbiamo reagire. Abbiamo una sola barca a motore e nemmeno 10 uomini. Ho chiesto altre barche, ma temo che ci vorrà un'eternità. Ammesso che la richiesta venga accettata. Okay, gut zu wissen. Was soll ich mit dem Feuerzeug? So. Hat da drüben gerade was geglitzert? Da ist ein Motorboot, ne? Ist schon mal, lief schon mal besser. Ich hänge unterm Boot fest. So, jetzt hat keiner bemerkt, dass ich hier ein bisschen... Wo ist denn das Boot hin? Ach da. Dass ich hier ein bisschen schwimmen war. Kann ich da jetzt reingehen? Richis Palazzo liegt gleich am anderen Ufer. Fluss hinauf bewegen. Ich schätze mal, hinauf ist da links. Nein. Da ist auch nicht hinauf. Okay, dann ist das da ist hinauf. So. Also, ich finde, die haben wir ja super ausgetrickst und sind ausnahmsweise, muss man ja auch mal sagen, nicht... Junge, das ist nicht so einfach, sich umzugucken und Boot zu fahren. Wir sind ausnahmsweise nicht erkannt worden. Hallo. Ist doch was. Haben wir bei denen da schon? Ich hätte auch wohl das ganze Ding hier in Brand setzen können oder so. Weil, als ich dann am Pass vorbeigegangen bin, hat man ja das Feuerzeug gesehen. Also wäre wohl eine Möglichkeit gewesen, alles hier in Brand zu setzen. Und gut ist. Kann ich hier auch was machen? Interessiert mich jetzt aber schon, was in dem Tresor war. Ne? Vorne komme ich wohl nicht mehr weiter. Ich sehe hier keine Weißhandschuhe. Komme ich nicht weiter. Ich werde gerade beobachtet. Ich fahre mal Auf in einfach die hier rein. Cloaca Maxima. Auf in die Cloaca Maxima. Ernsthaft, die heißt wirklich so? Und mal gucken. Eingang zur Kanalisation. Ja klar, da will ich unbedingt hin. Es gibt nur einen Weg. Sehe ich anders, aber Indy mag's wohl in Kloaken. Ich weiß nicht, ich dachte, wir sind jetzt hier ein bisschen draußen, könnten da was machen. Ja, ich könnte jetzt bei denen da noch ein bisschen rumgucken und so. Aber das will ich eigentlich nicht. Ich gehe lieber in die Cloaca Maxima. Das sind aber schon große... Nicht mehr weit bis zum Palazzo. Tatsächlich. Cloaca Maxima. Chiede la barca. Forza. Arrivo. Chi è qui? Alto là! Fermo! Ich weiß nicht, wo ich das Boot anlegen kann. Ah, hier. Was ist denn jetzt los? Wer war denn das? Ich dachte, die hätten mich erkannt. Nee, das hat sich eher angehört als... Oh, da ist einer mit einem Boot. Schnell hin. Oh, da kommt jemand anderes. Da komme ich nicht durch. Ich muss jetzt aber da rüber paddeln, oder? Drüben ist es jetzt aber auch nicht offener. Hier vielleicht hoch. Irgendwie. Moment, ey. Ah, hier komme ich hoch. Oh, hopp. So, jetzt. Also, okay.
Mensch, super. Warte. Kann ich da weiter rüber? Weiter hoch? Also grundsätzlich kann ich da hoch. Es wäre vielleicht intelligenter. Aber das tut weh. Ah, ne, geht. So, pass auf. Boah, hier ist... Oh, ich brauche ein Bad. Ein Bad? Ich dachte, ein Boot. Hier, ein Boot kann ich dir anbieten. Der Indi hat einen Sprachfehler. Er wollte sagen, er braucht ein Boot. Oh. So, wir gehen mal darüber. Da kann man auch das Boot anlegen. So, okay. Kann man auch. Wird von anderer Seite geöffnet. Ja, danke. Also mein Plan, ihr habt es ja gesehen, war ja eigentlich, dass ich da in der Mitte hochkletter. Aber der wollte nicht. Oder muss ich da mit dem Boot hinfahren? In die Mitte und vom Boot aus hüpfen, weil das da bringt ja gar nichts. Oder kann ich da schwingen? Nee, wo will ich denn da hinschwingen? Also ja, da drüben ist auch irgendwie so ein Dingens. Ah. Paddeln wir noch ein bisschen. Also irgendwie muss es ja hier weitergehen. Hoffe ich. Und der einzige Interaktionspunkt, hallo, den ich gerade habe, ist er hier. Kann ich vielleicht nicht hochklettern? Aber dann habe ich einen falschen Prompt gezeigt gekriegt. So, hopp. Ich wollte gerade sagen, hier. Moment. Ich schwing darüber. Hinter mir ist eine Wand. Eigentlich... Nee, der geht nicht zu schwingen. Deshalb jetzt, was soll ich hier machen? Geht er nach links? Ist alles in Ordnung? Also weiter hoch geht nicht. Weiter rechts, wie man hier sieht, geht plötzlich. Kann ich da drum herum klettern? Indi, komm. Ist hier irgendwo eine Katze? Habt ihr das gerade gehört? Ah! So, jetzt geht's vorwärts. Also hoch mit dir. Hoch mit dir, Indi. Alles klar. Ein bisschen nach rechts. Und dann ziehe ich mich da mal hoch. So. Gut. Na, jetzt erstmal nur gucken. Okay, da kann ich mich rüber schwingen. Aber kann ich mich auch woanders hinschwingen. So. Also dann. Hoppa. So, wenigstens eine Tür, wo ich reinkomme. Hoho, da kommen wir sogar in 2 rein. Ne, das ist der Punkt da drüben. Aber was will ich denn da drüben? Ich muss mich ein bisschen umgucken, ne? Also alles... Ah, ich kann da um die Rohre drumherum laufen, hier an den Rohren dann zurück und komme dann da drüben rein. Wahrscheinlich. Aber erstmal will ich da ganz rechts reingehen und mal gucken, was es Feines hier gibt. Ich muss aber ein bisschen aufpassen in der Kloake. Wenn da nämlich überall Methangase rumschwirren, ist es vielleicht nicht so die beste Idee, hier mit dem Feuerzeug rumzurennen. Cloaca Maxima. Kloakenbroschüre. Erleben Sie die großartigste Kanalisation der Welt. Die Cloaca Maxima, wörtlich der größte Abwasserkanal, zählt zu den ältesten Bauwerken Roms. Sie wurde im 6. Jahrhundert vor Christus unter Tarquinius
Priscus angelegt. Die Kanalisation war der ganze Stolz der Bewohner Roms und ihre unvergleichliche Baukunst war in der ganzen antiken Welt berühmt. Und das nicht ohne Grund. Die älteste Kanalisation der Welt verrichtet ihre Aufgabe wie eh und je. Rom mit Luigi. Erleben Sie diese exklusive historische Attraktion mit unserem hochqualifizierten Führern. Entdecken Sie die authentische und unvergessliche Atmosphäre der Unterwelt Roms. Nur wenige freie Plätze verfügbar. Buchen Sie noch heute Ihr unvergessliches Unterweltabenteuer. Ist klar. Klingt nach einer Vergnügungstour. So. Ah ja, guck. So, jetzt habe ich da, das war vorhin, alles klar, habe ich das da aufgemacht. Ich muss halt wirklich mal gucken, was mit meinen... Warte, ich nehme mal kurz, also... Ja, nicht Revolver, Kugel nehmen, da habe ich mal einen Revolver, also... Naja. So. Ich brauche einen Revolver, bitte. Den ich gerne nehmen würde. Hallo? So. Ich würde den gerne nachladen, aber ich bin halt voll. Gut, dann brauchen wir keinen Revolver. So, also gehen wir mal zurück, nehmen die andere Tür. Heute wieder viel Exploration hier. Indy, du hängst. Du hängst, du. Du wilder Hengst. So. Brauchst jetzt auch nicht zu schleichen, Indy, ist schon in Ordnung. Das war das, was ich wohl vorhin gehört habe. Wo gesagt habe, hey, wer ist das? Da ist das Boot, hey, wer ist das? Gesperrt? Wie gesperrt? Hier ist nichts gesperrt. Kloake. Questo è un labirinto. Un labirinto grosso e freddo. Insomma, come facciamo? Non lo so. Hai la mappa? Non ce l'hanno data. Cosa? Diamine. Ah. Allora, fammi pensare un attimo. Ist die gerade am Pinkeln? Nee, ist er nicht. So. Sorry, das musste sein. Ich musste hier einfach nur auf Nummer sicher gehen. Ich gehe jetzt gleich zurück und hole mir die anderen Kugeln. Hier im Laufschritt, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Hol mir die anderen Pistolenkugeln. Ich wollte eigentlich nur gucken. Ich habe ja, ne, das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Also vor dem DLC halt. Und deshalb, okay, ist schön, dass ich weiß, wie man zuhaut, aber ich weiß halt nicht mehr, wie man schießt. Wie man ja eben gesehen hat bei dem Riesen, der da war, das mit dem Kämpfen weiß ich auch nicht mehr so genau. Und deshalb dachte ich mir, komm, ich brauche ein bisschen Übung. So, ich würde hier gern... Ich probiere mal, ob das geht. Aber rennen muss ich. Ja. Das hat funktioniert. Da. Gut, da sind nämlich die beiden. So, was ist das hier? Ein Comic. Der Kult der ewigen Schlange. Ein Fall für Lupo Wolf Castelli. Wolf gegen Schlange. Nur einer überlebt. Okay. Eine ewige Schlange. Nicht mein Ding. Meins auch nicht. So, okay, also es gab hier nur den Comic zu finden. Ja, aber wer hat die beiden hier? Okay, dann waren wir wohl doch auf dem richtigen Weg. So, Bewegung, Bewegung. Ah, da liegen sie ganz faul rum. Guck dir sie an.
So sind sie. Machen schon Siesta oder was? So, also, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Komm mal her. Ah ja. Eben noch einen Vortrag gehalten über... ist das eng hier. Über... Was ist das? Da war gerade einer. Habt ihr gesehen? Ich kann dir sagen, was das hier ist. Ein Labyrinth. Da komme ich nicht drüber. Oh, da ist eine Wand. Ernsthaft, Indy? Du kommst da nicht drüber? Oh, natürlich komme ich da drüber. Okay. Notiz. Artikel über Obdachlose. Wohin verschwinden Roms Obdachlose? Vor den Toren der Cloaca Maxima ist die Zahl der Bettler und Landstreicher deutlich zurückgegangen. Die Anwohner begrüßen diese Entwicklung und sehen darin das Ergebnis der städtischen Reformen des Duce oder so. Viele sind der Meinung, dass diese bedauernswerten Seelen für öffentliche Baumaßnahmen rekrutiert oder zu landwirtschaftlichen Programmen herangezogen wurden. Obwohl bislang keiner unserer Reporter Zeuge der offiziellen Rekrutierung von obdachlosen Vagabunden geworden ist, beharrt die Stadtführung darauf, dass der Rückgang auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage sowie auf eine strengere Umsetzung der Gesetze gegen Landstreicherei zurückzuführen ist. Genauso ist das. Das ist verboten. Landstreicherei, Verbotsschild hin und da halten sich dann alle Landstreicher dran. So funktioniert das. So wird man Bettler los. Man verbietet es einfach. Ja. Unterdessen halten sich Gerüchte über mysteriöse Kapuzengestalten, die nach Anbruch der Sperrstunde durch die Gassen schleichen und mit ihrer obdachlosen Beute in der Cloaca Maxima verschwinden. Die Behörden fordern die Bürger auf, nicht auf diese urbanen Schauermärchen hereinzufallen, die das öffentliche Vertrauen in die staatlichen Programme untergraben. Hauptmann Bianchi von der städtischen Polizei hält derartige Geschichten für Produkte einer lebhaften Fantasie, befeuert durch exzessiven Weinkonsum. A. Martinelli, städtische Themen. Verschwundene Obdachlose. Wie furchtbar. So. Wieso ist da rot? Okay, hier geht's nicht weiter. Müssen wir doch wieder zurückgehen. Da ist halt auch rot, weißt du? Da ist auch rot. Ja, komm, dann müssen wir halt irgendwie da durch. Hau hopp. So. Igitigit. Geh weg. Hab euch einfach nicht gesehen, so. Wo geht denn ihr alle hin? Ich will gar nicht wissen, was das ist. Oder das. Oder das. Oder wie ich hier rauskomme. Ah. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Den Ausgang von dieser Folge. Bis morgen. Morgen geht's weiter. In der großen Kloake. Super schön. Freut euch drauf. Tschö. Piu.